Bravissimo! Also dann, Fleischbölleli für den Löwenzahn, knackiges Gemüse fürs Nilpferd Happy und feine Erdbeergumpfibrötli für... Ja, für wer sind denn die, Jimmy? Für dich, Babs. Du hast vorher keine Zeit mehr fürs Morgen. Ja, genau. Ha, ich Quackli. Also, Jimmy, du gehst da durch und Lotti und ich gehen dort durch und wir treffen uns alle beim Eingang. Guten Morgen, Happy, oder? Haha, in deiner Nilpferdsprache. Siehst du, Lotti? Das ist dem Nilpferd sein Morgengruß. Sehr schön. Rau, rau. Ich habe gar nicht gewusst, dass du Nilpfischsprache hast. Oh, puh, Potzwulche, Lotti. Der Morgengruß von der Ente geht anders. Nämlich so. Quack, 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 quack. Quack, quack, quack. Das ist die Entensprache, Lotti. Sehr gut. Viel zu gut, Babs. Schnell, Lotti. Mach noch mal die Nilpfischsprache. Roar, roar. Und als krönender Schluss von der Morgenrunde der Herr Löwenzahn. Morgen. Oder in der Leuensprache. Oh, das ist aber ein bisschen zahm. Leuen sagen doch nicht «Hä?» Leuen sagen doch «Oh!» Das ist nicht zahm, das ist lahm. Ganz genau, Babs. Ich überlege gerade. Vielleicht ist der Herr Löwenzahn verschlafen. Oder er hat heute einfach keine Lust zum Brüllen. Also können wir da nichts machen? Wir müssen jetzt die Leute hier lassen. Ja, das ist gar nicht so einfach, Jimmy. Weisst, manchmal mögen die Leute auch nicht brüllen, weil sie traurig sind. Dann machen wir ihn doch wieder fröhlich. Ja, aber... Roar. Bist du das gesehen, Herr Löwenzahn? Roar. Wow, Lotti. Ich sag nur, gut brüllt, Lotti. Der Herr Löwenzahn findet es auch cool. Aha, er hat sogar gelächelt. Ich habe eine Idee. Vielleicht genial. Lotti, du bleibst da und machst ein bisschen Leuensprache. Dann geht's unserem Leuen hoffentlich bald wieder besser. Wir müssen dich nur verstecken, dass dich niemand sieht. Test, Test. 1, 2, 3, Radio Kixo. Und jetzt, Lotti, immer wenn der Herr Löwenzahn ein bisschen traurig reinschaut, dann machst du einfach... Roar. Gut brüllt, Lotti. Bravissimo! Komm, Jimmy, gehen wir aufmachen. Willkommen im Pig Zoo. Viel Spass bei den Tieren. Oh, und ganz besonders bei unserem Leui. Die meinen, der Herr Löwenzahn hat gebrüllt. Er sieht schon viel zufriedener aus. Ich sag's dem Paps. Du hast recht, Jimmy. Er wirkt richtig zufrieden. Hörst du, wie der giggelt? Er giggelt, denk nicht, Paps. Das sind all die Leute da. Was hat Lotti echt vor? Quack, quack, quack. Quack, 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 quack. Hoho. Hoffentlich meinen die Leute nicht, dass wir sie veräppeln. Hol du das Lotti raus, Jimmy. Und ich lenke die Leute ab.
Meine Damen und Herren, ich als Zoodirektor würde Ihnen gerne ein Kunststück zeigen, den Pig Shuffle. Boop, piep, boop, piep, 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 boop, piep, boop, piep, piep. Piep, 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 piep. Boop, boop, piep, piep, piep. Piep, 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 boop. Piep, piep, boop, boop. Piep, piep, boop, piep, piep. Look, langweilig. Du hast recht. Herr Löwenzahn ist es einfach nur langweilig. Moment bitte. Ich zeige Ihnen jetzt auch etwas. Mach, Lotti. Das ist der Loi. Der Herr Löwenzahn kann endlich wieder brüllen. Und nicht nur das, Paps. Er kann auch lachen. Einen grossen Applaus bitte für den Herrn Löwenzahn, unseren lachenden Loi. Und fürs Lotti, unser super mega neue Mädchen. Alles wieder tippitoppi Paletti.